Moin, liebe Lüd, ich bin Anke Kell, künstlerische Leiterin hier am Unsorg-Theater und neben mir sitzt Murat Yeginer, der Regisseur von Odyssee. Super, Murat, das ist ja jetzt nach Dat Fräuleinwunner und Bittersüße Zitronen deine dritte Arbeit als Autor und Regisseur am Unsorg-Theater. Und du hast dich ja immer so klassischen, also historischen Stoffen oder eben klassisch-literarischen Stoffen gewidmet und so jeweils einen neuen Zugang gewählt. Die Odyssee ist vielleicht den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern hier ein Begriff. Worum geht es denn in Odyssee, deinem individuellen Zugriff auf den Stoff? Ja, also man muss ja erstmal dazu sagen, dass das ja aus einem Projekt herauskommt, dass wir mit dem Ernst-Deutsch-Theater und mit dem Lichthof-Theater zusammen das machen, dass wir Teil 1, Teil 2, Teil 3 machen. Im Unsorg haben wir uns für Teil 2 entschieden, weil es die große Reise ist. Und der Zugriff ist, eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen ja gucken, dass wir am Unsorg-Theater auch das Plattdeutsche bedienen können. Wie sind Fünsch? Torhop sind wie Fünsch! Die Jahren jagt die uns über das Sehen! Wie wird nur endlich nach Hus? Und die Götter, Zeus, Poseidon, wen es da alles noch gibt, die verstehen plötzlich die Sterblichen nicht mehr. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Ich verstehe ihre Lieder nicht. Ich verstehe diese Menschen nicht. Nämlich Odysseus hat sich kurzerhand Otto genannt und spricht Plattdeutsch. Und seine ganzen Mannen auch. Und so verstehen die Götter auch nicht mehr, was sie da vorhaben. Und das ist eigentlich der Zugriff. Dadurch entstehen die ganzen Irrtümer. Natürlich wird auch der griechische Chor... Ach Mann! Schunner an Schunner! So töft und hülft wie ob die Götter! Der einfach langweilig und dröge daherkommt, mal ausgewechselt von Otto, der macht einfach daraus einen Shanty-Chor. Und so erfindet er auch ganz nebenbei den Shanty. Und die Musik stammt von Jan-Paul Verge, mit dem verbindet dich ja schon eine längere Zusammenarbeit. Ja. Wir haben meine erste Arbeit hier zusammen gemacht, Romeo und Julia. Dann haben wir auch das Feuerschiff zusammen gemacht. Also wir haben auch an anderen Theatern auch schon öfter miteinander gearbeitet. Ja. Und die Musik, also live auf der Bühne, ne? Es wird gesungen und gespielt. Und ich meine, ne, Jan-Paul Verge hat jede Menge interessante Instrumente auf der Bühne, die es sich lohnt. Ich hoffe, du fragst mich jetzt nicht, wie diese Instrumente heißen. Hier, zufälligerweise haben wir hier eins, ich weiß gar nicht, wie das darf. Ah, guck mal. Krieg mal Lüd. Weet einer, was das ist? Ich auch nicht. Aber das ist ein Instrument, der macht wirklich Musik. Das ist, also solche Sachen hat er tonnenweise en masse, also tatsächlich klassisch alt. Schön, ja. Und du hast es schon erwähnt, diese Kooperation mit den anderen beiden Theatern, mit dem Ernst-Deutsch-Theater und dem Lichthof-Theater, das ist ja gar nicht mal so gewöhnlich, dass man sowas macht. Wie kam es denn dazu? Ja, das war tatsächlich in der Corona-Zeit, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, damals war ich ja noch künstlerischer Leiter, habe ich mich gefragt, warum machen wir das eigentlich nicht, dass wir eine Leistungsschau machen und einfach zeigen, dass wir als Privattheater eine ganze Menge drauf haben. Und in Isabella Schütter habe ich auch sofort jemanden gefunden, die ganz interessiert dran war. Und der Daniel Schütter, der jetzt auch die Intendanz übernehmen wird, ganz nebenbei mit meiner Tochter zusammen, die waren auch sofort Feuer und Flamme, haben gesagt, wir müssen noch ein drittes Theater an Bord nehmen, dann können wir den Anfang machen, die Reise machen und das Ziel. Also Troja, die Reise und Ankunft in Ithaka. Und das war eigentlich ziemlich klar. Wir wollten auch nachhaltig sein. So ein paar Elemente, die man hier sieht, die haben wir auch schon in der Odyssee, beziehungsweise, es heißt da auch Odyssee, im Ernst-Deutsch-Theater schon verwendet gehabt. Das Kalypso-Tief, ne? Kalypso-Tief, ja. Genau, das lief zur Spielzeiteröffnung 24, 25. Wir sind jetzt so ungefähr ein halbes Jahr später und dann noch mal ein paar Monate dran kommt dann das Lichthof-Theater mit einem Tanzabend zum Thema Odyssee, wo es um die Ankunft geht. Das ist wirklich ein besonderes Projekt und du hast es auch gerade schon angedeutet, der Bühnenbildner Michail Saikanov ist derjenige, der im Prinzip an allen drei Häusern das verbindende Glied ist, ja. Das den Raum gestaltet, genau, das verbindende Glied. Und wir haben hier Elemente auch, die auch schon im Ernst-Deutsch-Theater zu sehen waren. Welche sind das denn? Das Segel. Das Segel, sehr gut. Das war's auch schon. Und, warte mal, die Steine. Holzbohlen auch, die haben wir alles sozusagen, die sind einfach nochmal verwertet und verarbeitet worden. Und dann gibt es so ein paar Steine, die haben wir auch noch, aber Tücher, also es war ein bisschen
bisschen voreilig gesagt, aber wir haben schon ein paar Sachen, die wir hier wieder sehen. Vor allen Dingen haben wir aus dem Ernst-Deutsch-Theater, das ist ein kleines Geheimnis, spielt die Isabella Werthe-Schütter mit bei uns. Sie spielt alle attraktiven und erotischen griechischen Frauen, die es gibt. Mein Leben Odysseus. Otto. Mein Leben Otto. Das gibt gar keinen Grund, mich zu trauen. Hinter uns haben wir ja auch die Figurinen der Kostümbildnerin Matthäa Scharmann. Wie viele Figuren sind es insgesamt? 20? Also insgesamt werden das vielleicht 20 sein, die also verschiedene Rollen gespielt werden. Vielleicht ist es ganz spannend, bei meinen Forschungen habe ich festgestellt, also die heißen hier bei uns Bedenkus, Kritikatos und was weiß ich, was ist dann noch, Tolossos. Das Ding ist, diese Matrosen sind sich überliefert. Der Namen weiß man wirklich nicht. Man weiß nur hier Odysseus, Agamemnon, dann gibt es so die ganz Großen, die werden benannt, aber die an Bord waren nicht. Deswegen haben wir auch gedacht, ja, Vindicus, Tolossos, Kritikatos, das finde ich sehr spannend. Da haben wir denen einfach mal so Namen gegeben, die haben wir selber erfunden. Man 20 Figuren, glaube ich, ja. Kommt hin, ne? Und man merkt schon, also dein Zugang ist auch eher etwas augenzwinkernd. Also du nimmst es nicht ganz so bierernst, wie man manchmal diese klassischen Stoffe ja nehmen kann. Ich würde sagen, ich bin der Einzige, der das so nimmt, wie es damals wirklich war. Die Leute, die es heute machen, die nehmen es nicht ernst. Also ich glaube schon, dass Hermes ein Doppelgänger war und als Frau auf die Welt gekommen ist. Nein, natürlich nehme ich es nicht bierernst, ist ja auch völlig klar. Ich finde, wir müssen ja heute auch was zu sagen haben. Allerdings muss ich wirklich sagen, die Stationen, die wir abfahren, sind original. Die hat's wirklich gegeben. Dass dann Hermes sozusagen ins Wasser geworfen wurde als Mann, allerdings von Zeus als Frau auf die Welt geschickt, weil er ja sonst wirklich so bei den Damen nicht locker lässt. Das macht es natürlich auch den Reiz aus, dass plötzlich ein Kerl als Frau auf diesem Floß, auf diesem Schiff, auf der Heidi Kabel landet. Das ist natürlich ein richtiges Problem für die Matrosen, die schon seit Jahren keine Frau gesehen haben. Aber die Frau denkt, ich bin doch ein Mann. Also solche Irritationen baue ich noch ein. Das ist ja eigentlich so meine Thematik. Eben auch so über die Gleichberechtigung mache ich mir Gedanken und eben ich versuche diese alten Themen tatsächlich zu modernisieren und zu gucken, was erzählt es uns heute noch. Und insofern bleibe ich schon sehr authentisch, ja. Und was hat die Odyssee heutzutage uns noch zu sagen? Also was interessiert dich daran, an dieser Irrfahrt, an dieser Abenteuerfahrt besonders? Also was sie uns heute zu sagen hat, ist eine Sache und das, was ich da eingebaut habe, eine andere Sache. Was es uns heute interessieren sollte, und das will ja keiner mehr hören, sind die Fluchtgedanken. Die Kriege, es sind ja über diese Meere sind ja unheimlich viele Leute geflüchtet. Heute ist es ja so, tun wir so, als gibt es sie gar nicht mehr, wollen wir auch nicht mehr und jetzt gibt es ja auch bald Wahlen und dieses Thema wird gar nicht mehr wirklich angesprochen. Das habe ich übrigens auch rausgelassen. Es wird einmal benannt, dass da schon wieder ein Flüchtlingsboot wohl unterwegs ist, fälschlicherweise als Hermes ins Wasser geworfen wird, aber es wird auch nur einmal erwähnt. Also mein Zugang daran ist tatsächlich also was ich versuche damit für mich auszudrücken ist, diese Erobern ist das Einzige, was wichtig ist, ist auch heute total. Es geht ja gar nicht mehr darum, was wahr, was unwahr ist, sondern die haben tatsächlich, Odysseus ist damals rausgefahren, weil sie neue Länder gewinnen wollten, tatsächlich für sich gewinnen wollten. Und das andere, was mich wahnsinnig interessiert, ist diese Gottesgläubigkeit. Es geht auch um eine Abrechnung mit den Göttern. Und die Götter werden nicht mehr fertig mit ihren Schöpfungen. Und ich glaube, so ist es auch heute. Ich glaube, wenn es Götter gibt oder einen Gott gibt, dann dreht er sich einfach um und sagt, das, was momentan auf der Welt passiert, Freunde, das habe ich nicht zu verschulden. Sagt ja auch, ein Gott, der Zeus sagt ja auch, wir hätten sie nicht nach unserem Ebenbild schaffen dürfen. Aparterweise spielen die Götter, die über Videofilm, also künstlerisch hochwertigen Videofilm eingespielt werden, die Götter werden von denselben Darstellern gespielt, die da unten beschweren. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, die Götterfrage wird für mich nochmal so aufs Korn genommen. Gibt es die Götter, gibt es sie nicht? Bis man zum Schluss feststellt, naja klar gibt es Götter, sagt der Konstantin Graudus als Schauspieler, sonst wäre ich ja nicht hier. Hat ja einen Grund, dass ich hier bin, also ja, gibt es Götter. Wichtige Frage. Vielen Dank, Murat, für das Gespräch. Wir hoffen, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht. Dann schauen Sie doch rein bei Odyssee. Unbedingt.
und kein Wähler in Westerwald, wo